Guten Morgen und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Und wenn ich es euch versprochen habe, in der letzten Podcast-Folge, gibt es einmal wieder mal eine Folge mit dem Jansen. Hoi. Das bin ich. Hallo miteinander. Hallo, und der Can ist heute aus einem ganz bestimmten Grund da. Wieso? Weißt du Weiß selber nicht, wieso bin ich da? Keine Ahnung, die Leute wollen dich wählen, ich eigentlich nicht. Spaß. Perfekt, da bin ich. Hallo. Nein, wir sind zusammengezogen. Okay, wir wohnen jetzt zusammen in Zürich. Es ist meine erste Wohnung. Und Can seine 25. Ja. Das ist eigentlich kein Scherz, er ist schon 25 Mal in seinem Leben umgezogen. Aber nein, es geht eigentlich darum, dass wir so ein bisschen erzählen über unsere Wohnung. Wie bla bli blub, wie es ist, dass man jetzt einfach, keine Ahnung, nach 5 Jahren Beziehung zusammen wohnt. Das ist korrekt. Dankeschön. Ja, und einfach sonst für mich zum Beispiel jetzt auch, ich bin das erste Mal ausgezogen, ich habe vorhin mit einer Family gewohnt. Der Can ist ausgezogen, seit er 18 ist. Und, Ja, jetzt etwa 5 Jahre oder so. Ja, seit ich dich kenne. Ja. Du bist gerade frisch ausgezogen. Ja. Insane! Also, wir reden eigentlich basically über all das. Aber zuerst noch ein Lebensupdate. Can, was ist dein Lebensupdate? Ich habe den Song rausgebracht, wo wir das letzte Mal darüber geredet haben. Ah, stimmt, das ist schon Ewigkeiten her. Alter. Das ist schon ein paar Folgen her. Genau, ich bin umgezogen. Ich gehe auf Berlin heute. Mit wem? Mit dem Adrian Toronskins. Darf man sagen, warum? Hey, wir gehen da so ein Eröffnungskonzert, also ein Release-Konzert von 01099. Crow sollte irgendwie auch dort sein. Und wir gehen ein paar Videos machen und so. Alter, ich bin so eifersüchtig. Ich will auch! Geil. Aber Ja, sick. sorry, da kannst du leider jetzt nicht mitkommen. Boys Trip. Ja. Ich gehe dafür nächste Woche auf Lyon. Ich war ja im Sprachaufenthalt in Lyon. Und jetzt machen wir so ein bisschen eine Reunion. Also ja, wir sehen uns ja immer wieder, wir sind alles Schweizer. Aber wir gehen jetzt alle zusammen, haben wir ein Apartment gemietet in Lyon und gehen dann wieder in die Clubs und in die Erinnerungen und all das. Und da freue ich mich sehr drauf. Das war jetzt gerade mein Lebensupdate gewesen. Sehr geil. Freut mich für dich. Danke. Aber wo wollen wir überhaupt anfangen? Es gibt so viel zu erzählen. Und irgendwie auch nichts, weil wir es schon 50 Mal erzählt haben. Weil jedes Mal, wenn irgendjemand daherkommt oder so, dann habe ich das Gefühl, wir haben das schon so oft erzählt, aber eigentlich haben wir es noch nicht wirklich alles erzählt. Also was gibt es denn zu erzählen? Wir haben eine Wohnung in Zürich und wir sind sie gerade am einrichten. Genau. Und Yeah. eigentlich haben wir Und wir haben einen Beitrag in den 20 Minuten gehabt. Ja, Das ist eine neue stimmt! Wohnung. Das ist auch insane. Das ist so lustig. Können wir mal kurz über das reden? Dass 20 Minuten mittlerweile über so viele Sachen einen Beitrag gemacht. Also auch, als ich angefangen habe zu studieren. Erstmal 20 Minuten Beitrag, Nati Style hat angefangen zu studieren. Richtig. Jetzt, Nati Style und Prinz Norin ziehen zusammen. Ja, die Wichtig. Überschrift war, glaube ich, TikTok-Paar zieht in ihr erstes Liebesnest. Irgendwie so. Oder? Ah, ja. Ja. Nein, ja, das ist auf jeden Fall lustig. Das Geile habe ich gefunden, dass so auf der rechten Seite von der Zeitung sind so ich und Nati und links ist so David Beckham mit seiner Frau. Man denkt so, okay, im Leben auch alles erreicht. Hure wichtig sind wir jetzt. Also, das ist echt schon krass, wenn du so überlegst. Also, wir selber, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir wichtig sind, aber wir fühlen uns jetzt auch nicht wichtig. Und denken auch so, ist das jetzt so relevant, dass das mit 20... Also ja. Es ist auf jeden Fall funny. Es ist halt so wie sagen wir das? Halt, wenn du so halb prominent bist, dann ist ja irgendwie das ganze Leben spannend. Jeder kleine Finger, den man Naja. bewegt. So. Ja, wir haben einfach... Aber ist funny. Ich finde es Ja, lustig. wir haben jeden Zeitungsartikel behalten. Und eigentlich müssten wir so jeden einrahmen da und einfach so eine Wand mit so 20 Minuten Wir können so Artikel machen. ein grosses Bild machen, so eine Collage. Das Weißt, ist so mit lustig. allen Dingen drin. Wir waren ja auf der Frontseite, wo unsere Beziehung öffentlich geworden ist. Einfach auf der Frontseite. Ja, also ich muss sagen, es ist schon, also wie, ich weiß gar nicht, wie man sich vorstellt genau da draussen, aber für mich ist es schon noch weird. Also wie einerseits freut man sich natürlich, dass man irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt in so einer Zeitung, die man früher gelesen hat. Also jetzt haben wir weiß nicht, hast du die auch gelesen? Ja, also man kennt es einfach. Und aber andererseits ist es schon auch sehr weird, wenn plötzlich so persönliche Sachen einfach in eine oder in die grösste Zeitung von der Schweiz kommen. Was 20 Minuten, glaube ich. Ich glaube, 20 Minuten hat der meiste Leser. Bin mir nicht sicher. Ja, es ist ja Aber das, ich was man glaub- im Zug am Ende liest und so. Genau, ja.
dann steht dort einfach so etwas drin. Was ich mich gefragt habe, ist das echt auch in der also es gibt ja eine französische Version und eine italienische Version. Ist es nur in der deutschen? Okay. Ja, ich war ja im Welschland, das war eine andere Zeitung als auf der App. Aber, also ja, die Weltsachen natürlich schon. Aber so, jetzt wir sind wahrscheinlich nicht so das im wäre aber funny. Nein, aber eigentlich schon insane. Es hat potenziell jeder Schweizer in jedem Alter, also ja, auch so zu Babys, können wissen, dass wir jetzt in Zürich wohnen. Ja. Das ist eigentlich mega weird. Ja, ich merke, meine alten Lehrer haben vielleicht das gelesen und denken sich, Alter, die ist mit mir mal in die Schule gegangen und jetzt wird auch einen Bericht darüber gemacht, dass jetzt sie nimmst du aber schon ein bisschen wichtig. Hä? Nein! Ja, fick dich. Nein. I don't know. Also ich finde das mal, also bei diesem Beitrag war es jetzt nicht so gewesen, wie bei der Frontpage. Dort hat wirklich das Postfach gescheppert. Ja. Also dort haben alle Fotos geschickt und so. Dann haben also irgendwelche Kolleginnen, die nicht mal Kolleginnen sind, von meiner Mama mir geschrieben, hey, deine Tochter ist im Fall 20 Minuten, also was meine Mama nicht mitbekommen hat. Geil. Ja, lustig. Aber ja, wie sind wir jetzt voll abgeschreibt? Eigentlich haben wir über die Wohnung erzählen, also erzähl mal. Ja, wir sind ausgezogen. Wir haben jetzt ein wunderschönes Wohnungli in Zürich. Ich weiss, wir können anfangen. Ich kann mal sagen, wieso. Was, wieso? Wieso bist du ausgezogen? Ja, wenn wir die WG, also ich habe ja vorher in einer WG gelebt. In Winterthur die letzten 2,5 Jahre ungefähr. Mhm. Da bin ich mit ein paar Homies aus der Schulzeit zusammengezogen. Das war eine coole Zeit. Aber nachher hat die WG sich einfach verlaufen, weil alle ein bisschen eigene Pläne so jetzt haben. Und ja, so hat es sich dann ein bisschen verlaufen. Dann haben wir die Wohnung gekündigt. Und ich habe auf relativ spontan, weil ich spät habe angefangen zu suchen, müssen eine neue Wohnung haben. Ja. Und ich habe jetzt nicht dringend eine Wohnung gebraucht, aber es ist irgendwie, ich habe jetzt angefangen zu studieren und also ich hatte jetzt nicht einen mega schlimm langen Weg, ich hatte so eine Stunde hin und eine Stunde zurück gehabt. In dem sind schon Pain, aber ich weiss, dass es da Leute gibt, die viel längere Arbeitswege haben. Aber es ist in dem Sinne viel geiler, jetzt halt, wenn du in Zürich wohnst, geht es halt viel weniger lang. Plus einfach allgemein mit einem Partner zusammenziehen, war für mich halt schon ein Punkt gewesen, wo so ein bisschen Lebensveränderung wird sein und wo ich irgendwie so das Gefühl habe, wäre noch schön, oder? Ja. Ja. Das ist nicht mehr überzeugend, du hast schon Bock gehabt. Total. Ja, nein, für mich, also wie... Natürlich ist es jetzt, man sieht sich vielleicht noch ein bisschen mehr als vorher, aber ich finde es jetzt gar nicht so anders. Ich glaube, für dich ist das noch ein bisschen mehr etwas anderes, so die eigenen 4 Wände haben, wo du jetzt auch Miete zahlst und so. Mhm. Weil ich wohne schon länger nicht mehr daheim und du bist auch viel bei mir gewesen, und ich viel bei dir. Ja, so. Stimmt. Darum ist es, glaube ich, für dich etwas Spezielleres jetzt da auszuziehen. Ist für dich gar nicht so ist für dich gar nicht so viel anders? Also weißt du, so... Nein. Also WG-mäßig? Nein, also eigentlich habe ich ja mal eigentlich gedacht, ich brauche so ein bisschen allein etwas, dass ich meine Ruhe habe. Aber weil du ja eigentlich meine bessere Hälfte bist, geht das ja auch. No. Oh, muss ich dann gerade kurz aufstoßen, Entschuldigung. Und also jetzt wird unsere Beziehung... Digga, ich kann einfach nicht reden. Sorry, es tut mir leid. Aber jetzt wird unsere Beziehung mal so richtig auf den Test, sagen wir dem so, auf den Test testet. Ja. Und stellt sich da mal raus, ob das da etwas ist, das Zusammenwohnen oder nicht. Ja. Bis jetzt finde ich es komplett beschissen. Du bist jetzt so richtig negativ. Die Leute haben das Gefühl, du liebst mich gar nicht. Oh. Wegen dem. Nein, Leute, alles gut. Es ist am Morgen, meine Nase ist komplett zu. Also falls ich ein bisschen nasal töne, es tut mir leid. Nasal. Ich bin fett verkältet. Und heute fliegen. Maschallah, ich freue mich auf 2 geschlossene Ohren über 5 Stunden. Ja, stimmt. Letztes Mal im Flugzeug hast du auch. Ja. Ohren fett zu gewesen. Anyway, über das haben wir gar nicht reden. Nati, wie geht es dir mit der neuen Wohnung? Wie geht es im Studio? Wie ist es, nur noch so einen kurzen Weg zu haben? Wie ist es in der City, im Getümmel innen wohnen, wo so viel läuft? Alles links, rechts, bam, Sirene, Auto. So, wie lebst du? Es ist geil. Ich finde es geil. Also schau, bei mir ist es ein bisschen ein Flashback von meinem Sprachaufenthalt. Ich bin jetzt zwar nicht in dem Sinne ausgezogen, also ich habe ja auch nicht mega lange Sprachaufenthalt gemacht, aber zum Beispiel jetzt
Anfang des Jahres, 7 Wochen, habe ich in Montreux gelebt, hatte so eine Einzimmerwohnung, habe mein Zeug allein gemacht und bin dann wie auch dort ja nachher in die Schule. Und es gibt mir so ein bisschen wieder das Feeling, weil vorher bin ich halt selbstständig gewesen, also ich bin auch nicht in die Schule oder so gegangen. Und da ist jetzt wieder so, ich bin da, wohne da alleine, mache mein Zeug alleine mit Abwasch und alles. Und es ist schon was Platte anderes. einfach über Nacht angestellt lassen. Nein, lass mich. Ja, ich kann nicht... Oh Mann, musst du das jetzt erwähnen? Ich kann heute über Nacht... Ich habe gestern Abend etwas gekocht und irgendwie offenbar habe ich vergessen, die Herdplatte abzustellen. Nein, kann jedem Das ist mal mir noch passieren. Nein, das ist mir noch nie passiert. Und dann kommt heute Morgen und sagt, hast du gestern... Ja, schlechter Mensch bin ich. Falls unsere Vermieter dazu hören, wir sind absolut safe. Wir haben alles unter Kontrolle. Und wir brennen das Haus nicht ab. Alles gut. Gut, auf jeden Fall. Wo bin ich jetzt gewesen? Jetzt hast du mich unterbrochen. Du hast es selber nicht. Du bist, fühlst dich wie in Montreux, wo du bist das erste Mal allein unterwegs gewesen und hast deine Sachen allein müssen machen. Ja, das ist ja geil, weil zum Beispiel mega viele Leute von meiner Klasse, also mega viele so, keine Ahnung, ein paar einfach sogar in der Nähe von mir wohnen und dann kannst du so zu Fuß, kannst du zu denen gehen und am Abend wieder heim und es ist einfach geil, alle. Wir müssen eigentlich noch in den Ausgang gehen, das Feeling muss ich noch haben, dass ich dann einfach nach dem Ausgang heimlaufen kann. Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, geil. Aber wir wohnen auch erst seit 2 Wochen da. Also es ist jetzt Handy, heb deine Fresse, ich habe ein Mail bekommen. Das hast du nicht gehört. Genau, ja. Wir wohnen auch noch nicht so lange da. Wir haben so ein bisschen Einrichtung schon, aber jetzt noch nicht so, wie wir es gerne wollen. Von dem her, ich bin noch voll nicht angekommen. Also so im Kopf. Ja. Ich finde es noch schwierig. Aber ich finde es vor allem lustig, also, dass wir, also ich habe auch schon im Podcast so ein bisschen darüber geredet, so weißt du, wegen Wohnungsvorstellung. So, ich hatte das Gefühl, dass wir komplett unterschiedliche Vorstellungen haben. Weil, also das sagen wir jetzt schon die ganze Zeit so, ich bin eher der moderne Typ. Aber auch irgendwo so ein bisschen Vintage, aber auf dem cute Vintage, weißt du, so weiss, cute. Und du bist eher auf dem, wie sagt man dem Style? Altmodisch. Ich habe das Gefühl, also du hast es jetzt schon mehrmals auch irgendwelchen Leuten erzählt. Ja, aber ist das so? Aber es stimmt einfach nicht. Wie willst du deinen Style beschreiben? Also ich finde, ich habe definitiv auch einen sehr modernen Style, aber ich habe nicht so einen Ikea kleinen, ja, dann die Möbel sind halt so viereckig und bla 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 und Style, weiss. so wie dein Kleiderschrank in deinem Zimmer daheim. Ja. Sondern ich bin mehr so ein, ja, so ein bisschen mit fancieren Möbel als so weisse Ikea-Sachen. Also natürlich ist es auch so ein bisschen Jugendstil und so ein bisschen Vintage-Retro-Stuff. Aber auch sehr modern, aber halt nicht clean, alles muss weiss sein und alles muss in Schubladen und Schranktüren verstaut sein, sondern man darf auch manchmal ein bisschen sehen, so eine extra Mess, so eine fancy, extra messy Stuff. So. Aber du bist schon auch sehr auf Holz angelehnt, auf altes Holz. Also ich weiss nur, dass wir letztes Mal, haben wir so einen Küchentisch jetzt gekauft, auch so einen holzigen von Ricardo. Und jetzt haben wir noch 2 Stühle so gesucht. Da hast du mir so einen Stuhl gesagt, wo drauf gestanden ist, dass die über 100 Jahre alt sind. Ja, aber look, es gibt für mich einen Unterschied zwischen einerseits Esstisch irgendwie, Holzesstisch und schönes Holz. Und ich finde so das moderne, helle, weisse Ikea-Holz extrem hässlich. Ich finde das geht gar nicht. Ich finde, das muss so Holz sein, wo irgendwie vielleicht mal lackiert ist worden oder geölt und dann schon so ein bisschen eine Farbe hat und so ein bisschen Charakter bekommen hat und nicht so nigelnagelneu aussieht. Das finde ich einfach schlimm. So, und dann finde ich 100-jährige Stühle einfach viel schöner, weil die eine schöne Farbe haben, weil die wie so einen kleinen Charme haben. So. Und das kombiniert mit den gewissen modernen Chromstahl, bla bla bla. Egal, weißt, das Ding ist, man kann sich im Podcast wahrscheinlich gar nicht so vorstellen, was wir meinen. Aber auf jeden Fall, Nati hat das Gefühl, ich habe so einen mega altmodischen Style. Ja, und sie so einen modernen. Du hast einfach so einen Ikea-Style. Du hast einen Ikea-Style, aber nicht den offenen Ikea-Style mit so offenen, sondern so alles verstaut in Schränken und zu. Ja, einfach jetzt so ein bisschen clean. So ein bisschen kleine Ikea, typische. Das muss nicht Ikea sein.
20-Jährige, die das erste Mal ausziehen und ihre Wohnung schön einrichten und alles ist so mega fancy, weiß, beige, Am liebsten alles so ein bisschen versorgt. beige oder so ein bisschen grau oder so. Und du bist eher so ein bisschen... Ja, bei mir darf es auch ein bisschen Farbe haben, aber einfach, ich bin nicht so Freund von Ikea-Möbeln. Ich finde es schön, wenn alles ein bisschen Charakter hat. So. Ja. Boah, ich kann ja mal uns schreiben, wo ihr euch ich kann nicht mehr reden, wo ihr euch eher seht, bei welchem Style. Aber Was ich noch ganz kurz will sagen, Ja. ist jetzt gerade im Podcast, es geht nur um die Beschreibung vom wie der Style ist. Sonst finden wir ganz gute Kompromisse. eben, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Ich habe einfach so ein bisschen gewusst, dass wir da so ein bisschen Unterschied haben. Ich habe einfach gewusst, die einzige Parallele, die wir haben, sind, dass wir beide Pflanzen geil finden. Dass wir das beide unbedingt wollen, viele Pflanzen und so. Ich habe gar nicht gewusst, dass du das so geil Ja, findest. Bei euch daheim hat es keine einzige Ja, Pflanze. aber das ist auch, weil meine Eltern das nicht so nice finden. Ach so. Also wie bei mir im Zimmer hat es einfach Kakteen, aber das ist einfach, wenn ich keinen grünen Daumen habe, meine Kakteen sind abgestorben. Aber ich finde es gleich geil. Ich kaufe mir dann einfach Fake-Pflanzen. Ich würde so gerne dahinter schwenken und meine riesen Strelizien zeigen. Ja. Meine Eltern haben die geschenkt als Ja. Mitte. Ja. Eben. Weil ich sie schön habe gefunden bei deinem Großvater. Genau. Aber ja, auf jeden Fall, ich hatte einfach immer so ein bisschen Angst gehabt. Hast du das auch Angst gehabt eigentlich? Dass, weißt, wenn wir zusammenziehen, dass das so ein bisschen schwierig wird mit dem Einrichten, weil wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Jein. Da kommt vielleicht ein bisschen mein Ego, mein Alpha-Gen, weiss auch nicht. Was? Ja, nein, weil ich einfach gewusst habe, so, ich werde mich da dann schon durchsetzen, dass da nicht dein Style fully... Oha! Rein- Was? Ja. Dein Alpha-Gen, Alter, das macht mir gerade ein bisschen... das macht mich Ja, gerade nein, ein bisschen unsympathisch. darum sage ich Ego. Mein Ego, das das Gefühl hat, Also was, du hast das Gefühl, wenn wir zusammen sind, dann wirst du dich durchsetzen, dass es dein Style wird? nein, einfach durchsetzen, dass es nicht nur dein Style wird. Ja, obviously muss es ja unser beiniges Ja, Style eben, darum sage ich auch. Aber ich bin einfach sehr confident gewesen, dass das nicht nachher nur so aussieht, wie es du schön findest. Dass es nicht nur Ikea-Möbel sind. Genau. Bis jetzt haben wir nur Ikea-Möbel. Nein, haben wir nicht. Ja, ein paar Sachen nicht. Aber Zum auf jeden Beispiel Fall... die Couch, wo man drauf sitzt, ist von mir. Und Ich die kann ist jetzt nicht erzählen, Ikea. jetzt mal den Der Stuhl, der dort steht, ist von mir nicht Ja, Ikea. es Das ist kleine nicht Möbel, Ikea. das dort steht, ist von mir nicht Ikea. Gut, also auf jeden Fall. Ich habe es jetzt schon 500 Mal gesagt. Ja, und jetzt sind wir so ein bisschen am Aussuchen gewesen. Und es war insane gewesen, wie gleich wir beides auf jeden Fall Vorstellungen hatten. Wir sind so eingezogen, also haben noch nichts da reingehauen, also halt im Chances Zeug, ganz wenige Sachen, eben so das Matratze und so. Und eben, ja, und dann sind wir so ein bisschen, am ersten Abend sind wir so ein bisschen rumgelaufen und haben uns so ein bisschen vorgestellt, was wir wo wollen. Und ich finde, wir haben es voll gut gemacht. Also wir haben voll die gleichen Vorstellungen gehabt, sind voll hyped gewesen. Findest du auch so? Hey, ja. Ja, grundsätzlich haben wir schon das, was auf jeden Fall uns verbindet im Wohnungseinrichten-Style, ist, dass wir es gerne ein bisschen eingerichtet haben. Also, dass es nicht so ultra zusammengewürfelt ist und nicht fertig, so, wie es im WGs manchmal ist, sondern dass wir schon gerne ein bisschen eingerichtet Ein und Stil. ein bisschen... Ja, Ein nicht Stil ein haben. Stil, aber wie einfach, dass es eingerichtet ist. Dass es Vorhänge hat, dass es Teppich hat, dass es ein bisschen Dekoration an gewissen Stellen hat, dass es wie so ein bisschen Bilder und so, und dass es nicht die ganze Zeit so unfertig aussieht. Das ist, glaube ich, etwas, was wir beide haben. Und dann schaffen wir es auch so ein bisschen Kompromiss. Also was heisst so ein bisschen? Wir schaffen es eigentlich mega gut. Wir haben voll nicht das Ding, dass wir uns bei allem streiten, außer bei der Beschreibung, wer welchen Style hat. Perfekt. Nein, eben, also ich finde, ich bin voll überrascht gewesen, dass wir es so gut haben, beide Kompromisse gefunden. Klar, es gibt jetzt vielleicht Sachen, die der eine schöner findet als der andere, aber wir haben immer geschaut auf die andere Person, dass es gleich beiden irgendwie passt und dass es irgendwie... Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt bis jetzt mega zufrieden und auch was jetzt noch wird kommen und so, ich habe das Gefühl, es wird richtig geil. Ja, ich glaube auch. Also bis jetzt, also vor allem das, was wir beide voll gleich haben, ist so, wir sind durch die Wohnung gelaufen und haben gedacht, da braucht es noch das. Ja. Da braucht es noch das. Ja, da braucht es noch das. Ja, da können wir das machen. Ja, so dort sind wir voll ähnlich. Wie es schlussendlich dann aussieht, dort ist vielleicht noch so ein bisschen. Aber bis jetzt haben wir
wahrscheinlich die Diskussion da im Podcast ist etwa die grösste, die wir bis jetzt Ja, gehabt haben. nein, wirklich, ohne Witz. Also ich habe das Gefühl, wir haben noch nie bis jetzt eine richtige irgendwie Diskussion gehabt. Wegen irgendetwas. Wenn wir Also beide Couch- hyped waren und beide so, oh mein Gott, ja, oh mein Gott, ja. Couch wird noch ein bisschen Diskussion, habe ich das Gefühl. Und Nein, ich das finde Bett, die je auch geil, nachdem. wo du nice findest. Okay, gut. Ich finde sie auch geil. Gut, dann haben wir die gebucht. Aber ich bin immer noch so, vielleicht gibt es noch etwas Besseres. So. Aber ich finde sie grundsätzlich auch gut. Also ja, für die sich fragen, die auf der Couch, wo wir jetzt drauf sitzen. Ja. Die ist eigentlich verdammt geil. Wir finden sie auch beide mega schön, aber sie ist viel zu klein. Du kannst nicht drauf chillen. Ja, sie ist eben beides. Sie ist viel zu gross, für dass sie viel zu wenig Platz hat. Ja. Es ist zwar auch ein Bettsofa und sie sieht mega schön aus und sie hat einen Vibe, aber so zum Chillen, gerade das zweite, Ja. ihr gesehen, wir sind beide nicht wirklich mega am Chillen und es hat schon keinen Platz mehr. So. Also wenn du da drauf willst, so ein bisschen liegen und so, geht nicht. Also von dem her, da muss etwas anderes sein. Was ich eigentlich auch sagen wollte, ich wollte ein bisschen weggehen von dem Einrichten, bla bla bla. Und, Ja. also mal schon noch zum Einrichten, aber ich wollte sagen, dass es insane viel Spass macht und hure süchtig macht, Wohnung einzurichten. Boah, mega. Also es ist wirklich, wie man sich vorstellt, so, boah, es ist böse geil und dann kann man da, dort, dies, das. Ich bin jetzt so richtig Ricardo-süchtig auch geworden, so alles am durchscrollen, wie wenn man irgendwie, keine Ahnung, so richtig am Shopping-Wahn verfallen. Aber das riesen Downside, es ist halt wirklich so teuer. Ja, es ist wirklich so teuer. Ja. so unglaublich teuer. Also, wenn man Das haben wir will... beide nicht, also ich habe es nicht erwartet. Ich habe gewusst, es wird teuer, obviously, wenn du ausziehst und du musst alles kaufen. Aber dass zum Beispiel nur eine Pfanne 50 Stutz kostet, what the fuck? Und dann Ja, bekommst du nicht gut, einfach die nur eine Pfanne Pfanne. kostet wahrscheinlich noch mehr. als Ja, 50 eben, Stutz. aber dann denkst du einfach so, Bro, alles so teuer. Ja, Ein ich Schwingbesen kostet 10 Stutz. Das Ding ist vor allem Alter. halt, wenn man eben dann nicht so zusammengewürfelt will einrichten, sondern wenn man wirklich ein bisschen will einen Stil machen, der sich ein bisschen durchzieht oder mal ein Möbel, das ein bisschen teurer ist. Das ist gottlos, das kostet einfach wirklich... Stellt euch 10'000 Stutz auf die Seite, für wenn ihr wirklich einrichten wollt. So, es ist... Ja, also Das ich ist würde sagen, crazy. also so auf real mindestens so 4'000. Ja, es kommt halt ein bisschen darauf an, was alles dazugehört. Also ich Ja, meine zum ja. Beispiel, ich habe jetzt Küchenausstattung mehr oder weniger schon gehabt. Natürlich ein paar Sachen nicht, wie Pfanne. also Bratpfannen. So, aber Bratpfannen sind auch so Sachen, wo ab und an mal eine neue brauchst oder du kaufst dir so eine richtig gute Stahlpfanne, wo man gut dazu schaut. Aber eben, es kommt ein bisschen darauf an, was gehört dazu. Hast du schon ein Bettgestell oder nicht? Willst du alles so in einem Style? Brauchst du einen Schrank oder irgendwie so? Das sind halt grosse Möbel, die dann hure teuer werden. Zum Beispiel ein schönes Sofa ist safe sehr teuer. So eine Kleideraufbewahrungsmöglichkeit ist sehr teuer. Und Und dann es halt gibt so Kleinigkeiten, all das wo- kleine Zeug, das sich Ja. läuft. Das Wo, ist, wo du gar nicht daran denkst, wie zum Beispiel, Ja. keine Ahnung, jetzt im Badzimmer so, du musst können schauen, dass die Tücher können aufgehängt werden hinten oder, weißt du, so kleine Sachen, wo dann in der Ikea so siehst, oh ja, das wäre auch noch geil, oh ja, das ein Türstopper, ja, fix so, und dann kaufst du das alles. Auf jeden Fall ein Einkaufen kleine Sachen ist Ja. easy 1000 bis 2000 Stutz. Aber es ist eben auch ein bisschen die Frage so, eben, ich habe jetzt auch schon einen Teil mitgebracht, von dem her, wenn man so ein paar Sachen hat, Ja, dann ich spart auch. man auf jeden Fall Geld. Und wirklich, Brockenhäuser kann man easy abklappern, gerade für Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Geschirr, gerade für... Aha, so meinst du ja. Gerade für so die kleinen Sachen, wenn es jetzt einem nicht mega gruselt. So, das gibt ja auch die Leute, die das mega hässlich finden. Ja, Aber, grundsätzlich ist es verdammt geil, so Brockenhäuser und so. voll. Findest du immer irgendwie Aber etwas Geiles? heutzutage auch teurer als früher, Ja. habe ich das Gefühl. Also Ricardo ist safe eine gute Möglichkeit. So. Ricardo ist voll geil. Ricardo würde ich auf jeden Fall... Da gibt es Ja. ja auch mega viele Ikea-Sachen, die du einfach günstiger kannst, kaufen. Man muss halt dann einfach irgendwie holen können. Ja, Aber das ist ja noch ein bisschen der Scheiß mit dem Ja. Auto über Zürich und so, wir haben keinen Parkplatz und mühsam. Aber ich wollte eigentlich noch ein anderes Thema ansprechen. Ich glaube, das, was mich am meisten interessieren würde, wenn ich jetzt den Podcast höre, weil mich das also ein bisschen interessiert hat, bevor wir jetzt zusammengezogen sind, und zwar, wie das ist mit dem Partner zusammenziehen, beziehungsweise wie sich die Beziehung verändert. Und hast du zum Beispiel, also ich habe mit jemandem darüber geredet, was mich so gefragt hat, hey, hast du dir eigentlich nicht mega viel Gedanken gemacht, mit deinem Partner zusammenziehen, dass das eure Beziehung verändern könnte? Und ich bin so gewesen, irgendwie,
Nee, es ist irgendwie, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe einfach gedacht, das kommt gut, das wird geil. So, ich bin mehr hyped gewesen, als ich irgendetwas hinterfragt habe. Wie war das bei dir gewesen? Ja, also ich habe mir auch nicht so viel Gedanken gemacht vorweg, so. Natürlich so ein bisschen, aber... Was hast du für Gedanken gemacht? Ja, nein, einfach eben nicht viel. Aber wie, so, wir sind schon relativ lang zusammen und haben ja auch wie schon viele verschiedene Phasen gehabt, wo man so schon ein bisschen halb allein gewohnt. Also wie ich habe allein gewohnt und dann bist du viel bei mir gewesen und so. Also wie man hat ja schon so ein bisschen eine Idee und wenn man so lange zusammen ist, finde ich, ist es auch dann noch ein etwas anderes. Also vielleicht vom Gefühl, weißt, sollte man das machen, sollte man nicht. Das ist auch wie ein logischer Schritt, der irgendwann allenfalls könnte kommen. Und jetzt hat es halt mega gut gepasst, weil ich auf Zürich will, du studierst in Zürich und man kann ja auch wieder auseinanderziehen. Es ist ja alles noch wie offen so. Und aber was es mit der Beziehung macht, keine Ahnung. Digga, ich wohne 2 Wochen da, ein paar Sachen fallen einem auf so. Schon ein bisschen, ein paar Sachen weniger. Was? Ja, einfach, dass es wie beide haben Eigenheiten und wie dann fällt das auf, dass so keine Ahnung, verschiedene Sachen am anderen mega wichtig sind. So. Also wie und auf das muss man sich dann so ein bisschen eingrooven Ja, voll. und braucht einfach so ein bisschen Zeit, bis man auch lernt, einerseits, dass man muss irgendwie schaffen, Quality Time zusammen noch zu haben, wo nicht einfach das normale Zusammenwohnen ist. Das haben wir zum Beispiel noch absolut nicht geschafft. Also bis jetzt, wir leben eigentlich seit 2 Wochen eigentlich jeden Tag zusammen. Ja, Das und ist das erste Mal, wo und du nach Berlin gehst, wo mal genau auseinander. das ist auch so ein bisschen ein Punkt, so, man muss auf jeden Fall mega lernen, dass beide ihren Space haben, brauchen und Ja. man nicht alles muss zusammen machen die ganze Zeit. Aber natürlich ist es auch, also unsere Wohnung ist, für wie klein das ist sie eigentlich sehr gross, aber man kommt sich gleich nicht so gut aus dem Weg, gerade auch, weil sie noch nicht so eingerichtet ist und noch nicht alle Plätze irgendwie ready sind. Mein Arbeitsplatz ist auch noch nicht wirklich eingerichtet. Dein Arbeitsplatz ist auch nicht wirklich eingerichtet. Von dem her, es ist alles noch so, ich würde sagen, wir haben uns noch nicht wirklich eingegroovt, aber es gibt auch noch nicht wirklich mega Probleme. Ich merke einfach mega eben den Unterschied, dass wir jetzt mega, mega viel Zeit verbringen. Also wie, ich sage jetzt gerade das Beispiel so mit Übernehmen für den anderen, dass innerhalb von 2 Wochen ich irgendwie 12 verschiedene neue Übernahmen für dich gefunden habe und sonst vorher immer aber die eine gleiche Lüge. war. Was? Nein, Das wir haben ist die aber aufgeschrieben, ich lese sie jetzt nicht vor. Aber das ist ja nicht, die sind doch schon mega alt, du hast jetzt einen neuen gefühlt. 2, nicht. 3. Ja, aber ist ja 2, egal, in 2 Wochen. Wann habe ich das letzte Mal noch, also weißt du wie, sonst habe ich dich immer gleich gefühlt genannt. So die Das letzten ist so eine Lüge! Hey, wir waren in Lissabon und allein dort hat es 8 neue Übernahmen Schon. gegeben. Eben, aber sobald wir näher mehr zusammen sind, wir Zeit miteinander verbringen, so aufeinander kleben, dann entstehen so Übernahmen mega. Und das merke ich einfach jetzt auch gerade Schreibt so. mal Bezugnahme bitte. Ist das bei euch auch so, wenn ihr viel Zeit mit eurem Partner verbringt, gibt es dann neue Kurse nehmen? Nein, es hat ja jeder. Das ist ja wie man auch das kennt, dass man ganz anders mit seinem Partner redet, wenn man zu zweit ist oder wenn man in der Öffentlichkeit ist und Ja. so Zeug. Aber auf so Sachen müssen wir ja nicht eingehen. Das ist richtig gut. Ja, hä? Lass mich doch! Was willst du noch reden? Gibt es so einen Punkt, da können wir uns jetzt auch voll anfronten, wo du in diesen 2 Wochen schon gemerkt hast, so etwas, was dich nervt, wie ich bin beim Zusammenwohnen? Etwas, was ich mache oder eben nicht mache? Also am Anfang, aber das hast du auch mega schnell umgesetzt. Also ich habe das einmal gesagt. Weißt du, das kommt? Ja, der WC-Deckel. Ja. Dass er, wenn er aufs WC geht, egal wieso er aufs WC geht, seinen Deckel offen lässt nachher. und nachher, sobald du reinkommst, aber die Türen macht er zu. Das heisst, du kommst rein und es kommt einfach eine Welle. Und ich kenne es halt einfach, dass ich den WC-Deckel zumache. Einfach, Ja, es kommt trotzdem eine Welle. Nein! Als ob so... Nicht ja, so schlimm. gut. Du machst das Ich Fenster einfach auf, nicht lässt die Tür offen, machst ich den habe Deckel nicht so zu. einen riesen Arsch, der die komplette WC-Schüssel abschliesst und versiegelt und so kein Gerüchli mehr rauskommt. Das ist halt... Das ist bei mir ist auch halt ein bisschen anders. Aber einfach für nachher, dass es einfach so ein bisschen... Ja, dort nein, das bleibt. mache ich, das habe ich irgendwie nie gemacht. So, den WC-Deckel immer geschlossen. Aber es sind nachher alle Bakterien Also überall. WC-Deckel, der Deckel, so. Also Ja, ja. beim Urinieren sitze ich schon an, keine Angst, meine lieben Freunde, das, so bin ich Ah, nicht. nein, ja. Ja, Aber das sind ja unsere Zahnbürsten und alles in dem Raum.
Hey, ja, hast du das Gefühl, so, dass wenn du das offen lässt, dass dort Bakterien rausfliegen? Irgendwie schon, ja. So ein bisschen. Also ich habe nur gehört, dass wenn man im Stehen uriniert, dass das safe würde auf unsere Zahnbürstchen fliegen und so. Weh! Aber das machst du nicht? Nein, alles okay, gut. Besser. Aber ich weiss nicht, ob es auch sonst so Mikro-Pisspartikel rausfliegen. Und ich habe es spannend gefunden, also ich habe das Gefühl, es wird auch voll so sein, dass du mega der Clean, also der die ganze Zeit aufnimmt ist und ich eher vool. Ich habe das Gefühl, wir sind etwa gleich. Ach, absolut nicht. Was auch? Absolut Nein. Nein. Da lasse ich gar nicht mit dir diskutieren. Hast du einmal aufgeräumt, außer da auf dem Boden mit dem Schäufeli und Päsli ein bisschen den Staub aufgeputzt? Ja, ich tue immer wieder ein bisschen aufräumen. Das ganze Bad, Digga. Ich bin das immer am Putzen im Fall. Ja, Wieso wenn du es dreckig machst. Digga, du hast deine ganze hure Schminke dort ausgeleert. Ja, mein Puder Ja. ist aber okay, Alter. Scheiß Puder, jetzt habe ich keinen Highlighter mehr. Du hast von mir aus auch schon einmal abgewaschen, aber jetzt zum Beispiel die ganzen Küchenablagen sind auch gestern oder von deinem gestrigen Kochen ja, okay. auch alles Gestern habe ich dreckig einfach verschissen, ich habe die Herdplatte angelegt, ich habe alles scheiße gemacht. Ja. Aber vorgestern habe ich sie zum Beispiel geputzt. Aber ist auch scheiße. Kann sein, aber also aus meiner Wahrnehmung absolut nicht. Es liegt auch dein ganze Zeug im Zimmer immer irgendwo rum. Du wirfst deine Sachen, wenn du jetzt ins Schlafzimmer würdest laufen, liegt dein Tüchli noch auf dem Bett, das nasse so ein Tüchli. falsches Wahrnehmungsbild jetzt gerade von mir gehabt. Ja. Ich habe wirklich jetzt voll das Gefühl gehabt... Nein, du siehst es einfach nicht, weil alles, es sind so kleine Sachen, die man einfach hinterherräumen die ganze Zeit. Ja, in dem Fall. Das Bett machen, du würdest nie ein Bett Nein, machen. das würde ich nicht machen, aber das ist auch unnötig, das macht man auch nicht. Mal, das macht man. man. Einfach Decke schön drüber, das mache ich jetzt auch nicht. Ja, eben. Aber Mal, also das ist einfach alles so... Ich finde das... Also, es ist mir jetzt nicht ultra mega wichtig, aber ich mache es einfach, weil ich es gerne schön aufgeräumt habe und so. Darum tue ich auch immer wieder einfach die Küchenablage putzen mit dem Lumpen und dies und jenes und dort mal schnell drüber und das noch alles so ein bisschen aufräumen. Deine Jacke zum Beispiel in diesen huren Schrank reinräumen, etwa 1200 Mal. Können wir mal kurz überlegen, wir haben noch keinen, wie sagen wir dem? Kleiderständer. Ja. Und es ist so pain, wir müssen die Jacke an einen Dings tun, an einen Kleiderbügel und dann in den Schrank und dann den Schrank zu machen. Dann nehme ich sie lieber einfach auf unser Dings da, auf unser... Genau, aber das sind so Sachen, wo ich ja, okay, es tut mir leid, ich probiere mich zu verbessern. Und zum Beispiel so grundsätzlich putzen haben wir bis jetzt einfach noch nicht können, weil wir noch keinen Staubsauger haben. Das ist wirklich Pain, das grüßt mir richtig. Ja. Aber schön, dass wir so abgedriftet sind. Ja. Du, das ist ja alles okay. Ich glaube, wir haben langsam alles angesprochen, wo wir angesprochen sind. Alter, ich habe das Gefühl, das war so eine richtig really Podcast-Folge gewesen. Ich hoffe es doch. Also, so richtig... Ich weiss nicht, was ein bisschen zu real. Vielleicht ein bisschen zu real, Egal. aber scheißegal. Die People da außen werden enjoyen, wie wir uns da anfauchen wegen unserer Wohnsituation. Und ich schwöre mit dir, also wo du das letzte Mal da den Podcast hast aufgenommen, ich muss noch mal ein bisschen weiter ranten, ist all dein Scheiß vom Podcast-Zeug da noch rumgelegen, bis ich es weggeräumt habe. Die huren Ständer vom Licht, das Objektiv, das Stativ, dieses ganze Zeug habe ich auch, das ist alles da gestanden, da auf meinem Tisch, wo ich das Büro habe. Das ist alles noch rumgelegen. Ja. So leid da. Ich fühle mich so angegriffen. Nein, musst doch nicht. Ich habe auch meine Perks, die wack sind. Ich tue es jetzt nachher abräumen. Ja, ich hoffe es. Jetzt haben wir so einen schönen Schluss gehabt. Du hast noch mich ranten, du Wichser, Alter. Ja, ich auch noch schnell müssen. Aber sonst haben wir schön. Es ist One Love da drin. Und ja, ich übergebe dir den Schluss. Ist das jetzt der Schluss in dem Fall? Ist es noch nicht der Schluss? Ja, du darfst auch noch ein bisschen über mich ranten. Ich habe eigentlich jetzt voll nicht mehr im Kopf. Ich dachte, wir haben jetzt voll die harmonische Podcast-Folge da. Ich muss so sagen, wie cool es ist jetzt mit dem Partner. Das ist es ja auch. Ja, es ist eben eigentlich auch aber geil. Es ist einfach nicht so entertaining, wenn man nur sagt, es ist so schön und wir sind uns überall einig und du machst alles so gut jetzt, wo du ausgezogen bist. Aber es ist einfach lustig. So, du bist einfach noch ein kleines Kind im Ausziehenbereich. So. Ja, ich wohne auch das erste Mal alleine. Ja, und das ist dir ja auch voll verziehen. Es ist ja gar nicht schlimm. Ja. Nein, ich muss es einfach ab und an sagen. Wenn wir so eigentlich jetzt zum Beispiel noch nie so über das Haushaltszeug oder so geredet haben und alles. Und bis jetzt immer alles mega harmonisch ist. Genau in dieser Podcast-Folge werden da Sachen ausgesprochen. Ich probiere auch, dir da nicht zu viel die ganze Zeit zu sagen, hey dort, hey da, hey bla, hey mach irgendetwas. Aber wenn du sagst, wir sind gleich unterwegs, ja, okay. dann muss ich da intervenieren, sagen, halt,
stopp. So nicht. Okay. Das muss ich geil. Sie fühlt sich so schlecht. Könnt alle bitte mal irgendwie Support für die Nati Danke. reinschreiben? Das kann man gar nicht. Mal egal, Nein, schreibt sie Kommentare. drauf. Schreibt vor allem Hashtag Wohnungsbeef, wenn ihr bis jetzt gelost habt. Schreibt es in die YouTube-Kommentare, schreibt es als Bezugnahme auf Instagram oder so, das würde mich wundern, wer da fast eine Stunde zulässt. Sind wir schon eine Stunde? Ich weiß es gar immer nicht, ich muss vor allem mal gehen, weil ich Ja. gehe noch in die Bibliothek und ich habe eigentlich abgemacht für die Zeit und wir haben sehr viel spät aufgenommen. Aber scheiß drauf, Leute, ich hoffe, euch hat der Podcast gleich gefallen. Ich habe es eigentlich lustig gefunden, mit dir mal über das zu reden. Und ich finde es irgendwie auch mal lustig, auch mal so ein bisschen real zu sein mit dir. Weißt, einfach mal, Bist du fake, oder was? Nein, aber auf Social Media ist es immer so alles perfekt und alles so cool und alles Ja, so... aber das ist ja Bullshit. Also wie... Es ist ja mehrheitlich immer alles perfekt. Ja, eben, und alles also wir schön. haben ja eigentlich auch mega harmonische... Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es voll der Beef war. Nein, eben, das finde ich noch lustig. Wir haben ja erstaunlich, für das wir gleich verschiedene Meinungen Ja. und Interessen und Einrichtungsstil haben wir bis jetzt voll das alles relativ gut vertreibt. Ja. Wir haben eher auf anderer persönlicher Ebene, dann, weil wir so viel aufeinander hocken, vielleicht ein bisschen Stress gehabt, aber sonst ist eigentlich schön. Das ist eben die Realität, Jungs. Weißt du, Das nicht wollte ich alles immer immer sagen. schön. Weißt du? Also komm auf den mal, komm mal. Mit der anderen Hand an. Ja, da habe ich das Mikrofon. Gut, also Friends, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Vergessen nämlich zu abonnieren auf Podcast, also auf Spotify einfach. Schreibt einen Kommentar. Bye! Nein, wir gleichzeitig Tschüss sagen. 3, 2, 1. Tschüss! Bye!